Ich wünsche einen guten Abend, ihr Leute. Wir streamen heute wieder Dark Souls Remastered. Und zwar arbeiten wir weiter an unserem No-Death Run, beziehungsweise an meinem No-Death Run. Und jetzt hat er hier wieder, ne, ich verstehe nicht, der macht ja jedes Mal aus meinen Trainingspunkten, macht er wieder Gesamtpunkte. Aber die Breite von dem Ding, die lässt er, ne? Weil die habe ich irgendwo breiter gemacht, dass das Trainingspunkt hier reingeht, weil Gesamtpunkte ist hier kürzer. Naja, gut. Also jedenfalls arbeiten wir da jetzt dran. Ansonsten war die Woche jetzt nicht viel gebot. Ich überlege, ob ich ein neues Auto will. Und zwar Elektroauto. Ich habe mir angeguckt, den Mercedes CLA 350 4MATIC. Ist geil, aber scheiße teuer. Also, so wie ich mir den zusammengestellt habe, keine Ahnung, 70.000 oder so. Dann habe ich mir angeguckt, der BMW iX3. Stellt sich raus, der ist noch teurer. Also, das ist quasi in der Preisklasse, wo ich sagen würde, das sehe ich nicht ein. So, und dann wäre jetzt zum Beispiel natürlich auch sowas, keine Ahnung, also die i7, also von VW, die ID7, ist jetzt aber auch nicht viel günstiger. Wenn ich jetzt auf Audi gehe, sind wir auch nicht viel günstiger. Also ich hatte mir, glaube ich, der A4 e-tron oder ne, der Q4 e-tron war es angeguckt. Also das ist alles so, sagen wir mal, zwischen 65 und 80.000 oder zwischen 70 und 80.000 eher. Ja. Da habe ich mal den Tesla angeguckt. Der ist jetzt, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl der natürlich auch noch relativ teuer ist, muss man sagen. Ja, du musst mal gucken. Man könnte natürlich auch Gebrauchter nehmen. Naja, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich einfach gar nichts, weil ich habe hier noch ein Auto, das funktioniert hier noch gut. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Aber jetzt, mein Auto, der hat irgendwie so eine Einspritzpumpe für die Kühlflüssigkeit oder was es ist. Und die ist irgendwie alle 2-3 Jahre undicht. Die ist jetzt, einmal ist sie auf Kulanz getauscht worden, irgendwie kurz nach dem Garantiezeitraum, also nur 2,5 Jahre. Und ich weiß nicht, ob die dann schon danach Normo getauscht wurde. Aber jedenfalls ist jetzt letztes Jahr Normo getauscht worden. So, wenn das Ding alle 2-3 Jahre kaputt geht und kostet irgendwie 3.000 Öcke oder 2.000, weil man irgendwie das halbe Auto auseinanderbauen muss, das ist halt nicht so geil. Und das ist wohl ein bekanntes Problem. Zumindest bei der Marke und dem Modell. Und hat jetzt auch so knappe 110.000 Kilometer, ist jetzt 7 Jahre alt. Da könnte man halt theoretisch mal drüber nur denken, nice zu holen, bevor das Scheißding nochmal kaputt geht, ne? Naja, gut, mir war das mal ab. Jetzt habe ich mal jedenfalls mal so eine Probefahrt mit dem Tesla, habe ich mal gebucht, um mal anzugucken, wie das so ist. Und dann schauen wir mal weiter. Außerdem habe ich mir Standbohrmaschinen gekauft. Und zwar, mir ist das jetzt schon öfters auf den Sack gegangen, dass wenn ich hier irgendwo mal ein Loch bohren will, dass das immer so frickelige Angelegenheit ist, wenn man dann mit der Bohrmaschine, die ist so groß und schwer, der Akkuschrauber, der ist halt auch nicht vielleicht für alle Materialien gut geeignet. Ja, und dann habe ich ja auch nicht wirklich Gewalt von oben. Jo. Und jetzt habe ich mir mal so Standbohrmaschinen geschossen bei eBay Kleinanzeigen für 70 Euro, weil du gerade im Nachbarort hast. Ich dachte, ach komm, kann ich jetzt nicht so viel falsch machen. Ist so ein altes Ding von Mannesmann. Das hat die letzte 30 Jahre gehalten, das wäre dann noch die nächste 30 Jahre Halle. Und, jo, viel mehr war jetzt nicht. Jetzt bin ich halt noch überlege, ich will mir jetzt so Gestell bauen für meine PC quasi an meinen Schreibtisch dran zu machen. Und da habe ich so Aluprofile, die müssen ja auch zugeschnitten gemacht werden. Jetzt bin ich ja überlege, ob ich mir dort auch noch irgendwie eine Säge kaufe, um die vernünftig schneiden zu können. Ich könnte die auch bei einem Kumpel von mir schneiden. Also es wäre jetzt auch kein Problem. Aber das ist halt auch so was, wir haben so gagelige Tischkreissäge für Holz, die, also jedes Mal, wenn ich das Ding in die Hand nehme, denke ich mir, was ein rabbeliges Rotzteil. So, und da war ich jetzt am Überlege, was kaufst du jetzt, ne? Also,
wahrscheinlich wäre am günstigste oder am besten geeignet, das ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise, so Metall-Trennschleifer. Gibt's was ich von Metabo, 200 Euro, gibt's auch noch günstiger, natürlich. Wird dafür natürlich dicke ausreichen. Dann denke ich mir aber, okay, also wie oft brauchst du jetzt so Metall-Trennschleifer, ne? Und dann wäre es ja eigentlich auch ganz geil, wenn wir da noch andere Sachen mitmachen können. Jetzt habe ich mir so Kapp-Gärsäge angeguckt. Und die sind halt auch ganz geil. Die sind aber halt auch wieder ein bisschen teurer. So, und dann bräuchte ich halt noch Metallsägeplatte für. Die sind natürlich für Metall, oder sagen wir für Stahl, vielleicht eher so semi-gut geeignet. Für Aluprofile kein Thema. Aber dann welche, dann kostet so Ding, welche, sagen wir 150, 250, 260 Euro, dann brauchst du noch so Stahlsägeplatte zu. Bist du auch wieder, sagen wir 70, 80 Euro los, ja, dann bist du wieder über 300 Euro. Das ist mir halt eigentlich auch zu teuer, dafür, dass ich das Ding, keine Ahnung, 3 im Jahr brauche. Aber dann hätten wir halt auch was Geiles, Ordentliches. Ich weiß es nicht. Aber gut. So viel zu meiner Woche. Am Dienstag, gut, könnte ich auch am Montag erzählen, aber am Dienstag treffe ich mich mit einer alter Bekannter aus der Schule. Ich quatsche und so, ne? Und am Montag streamen wir ja auch schon wieder. Alles gut. So, jetzt folgendes Problem. Wie machen wir jetzt weiter? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, der sinnvolle... falscher Weg. Wie bin ich dorthin gekommen? Nee, weiß ich nicht, ne? Naja, gut, mir wäre irgendwie der Weg wieder zurückfinden, hoffentlich. Also jedenfalls, was ich sagen wollte ist, an den Baum hier kann ich mich nicht erinnern. Wir gehen in die Schandstadt zurück. Und dann gehen wir die Schandstadt hoch. Dann gehen wir die Schandstadt hoch. Und zwar ins Drachental oder wie das heißt. Warte mal. Okay, ne, hier geht's nur runter in den Tod. Hä? Wie sind wir denn hier hingekommen? Und vor allem, wie kommen wir wieder zurück? Sind wir hier irgendwie von dem Baum runtergekommen? Ja, das könnte gut aussehen. Sieht zumindest aus, als wäre hier irgendwie ein Weg vorgesehen. Okay. Ja. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, ich glaube. Jo. Also, ihr Leute, da müssen wir uns nur noch Gedanken machen, was wir damit machen, ne? Ich hab mich an das Leuchtfeuer gehockt. Boah. Hab ich eigentlich nicht gesagt, nimm das Scheißteil ins Wohin? Ach, eigentlich brauche ich ja nicht Jedi zu kämpfen, ne? Aber wenn wir schon mal dabei sind. Wäre halt schon auch ein bisschen geil, wenn die weniger aushalten würde, wenn ich ehrlich bin. Haha, gut geschwart hat nicht so. Ha! Mit meinem Zweihänder. Die schiere Masse des Zweihänders hat die quasi fast in zwei geteilt. Dann können wir hier Champignon-Suppe oder so essen. Und ich hasse Pilze. Mir schmecken Pilze nicht. Aua. Bring mir mal was? Wusch macht. Voll. Und normal.
So sieht es nämlich aus. Und noch ein letztes Mal. Tschüss. So. Und vor allem die kleine Hutzekrutze da hier, ne? Die Halle jo... Warte hier. Die Halle jo wirklich extrem viel aus. Zumindest gefühlt. Und gleichzeitig teile die gar nicht so schlecht aus. Und bringe dafür aber, finde ich, extrem wenig Seele. Ist hier ungleich verteilt. War hier nicht irgendwo so Leiter, die man gehen konnte? So Shortcut-Leiter hatte ich irgendwie gedacht, weil das hier ist ja quasi den Weg, den wir gekommen sind. Und der ist ja jetzt eher mit Gegner gespickt. Dort war irgendwo in der Ecke, war glaube ich noch so Leiter, die man hochgehen konnte. Oder, was natürlich auch sein könnte, dass man an der Stelle, wo es die Leiter gibt, noch nicht war. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. So. Es kann auch sein, dass die Leiter irgendwie auf der Ebene hier war. Oder? Hier ist doch was. Genau, hier ist sie. Ja, da haben wir sie doch. Ja, ihr Leute. Habt ihr denn Empfehlungen für mich? Also, nimmt man jetzt quasi eher eine Cup-Gärsäge, gibt dann halt, sagen wir mal, 100 Euro mehr aus, aber hat dann halt auch was, wo man geil Holz mit verarbeiten könnt. Oder nimmt man dann so Metalltrennschneider oder Schleifer, heißt das, glaube ich. Weil das jetzt für zumindest den Anwendungsfall vermutlich am besten geeignet wäre. Schwierig, ne? War hier eben nicht irgendwie so geglitzert. So, und das ist doch wieder die größte Sauerei überhaupt. Dass ich hier nicht hochkomme, ey, ohne Scheiß. Ja, hier entlang. Ich muss jetzt halt Achmo noch sage, dass ich immer noch nicht so einig bin bezüglich den Waffe, die mir jetzt hier nehme. Wow. Ihr bleibt mir hier mit einem schwarzen Rotz weg. Ey, das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, dass die mich hier irgendwie verpeste. Gut, ist jetzt egal, dann würde ich halt neue Safe Game laden, ne? Weil ansonsten bräuchte man ja theoretisch so Läuterungsstein, der Haufen Geld kostet. So, wie geht's jetzt hier weiter? Man muss doch hier... Ah ne, ich glaube, ich bin hier irgendwie runtergesprungen, ne, von diesem Balke oder von dieser Wurzel, von diesem Ast. Ist das, wenn ich jetzt hier drauf... drauf springe? Ah, jetzt geht's hier aber wieder runter, ne? Ich will ja eigentlich hoch, nicht runter.
Ey, warum kann er jetzt nicht einfach geradeaus hochgehen? Der ist so dumm, wie er lang ist, ey. Wie komme ich denn jetzt hier noch... Ach, guck mal hier. Wie komme ich denn hier noch weiter hoch? Es geht die Wurzel hier, die geht weiter hoch, ne? Aber auf die komme ich gar nicht drauf. Also ich müsste dann höchstwahrscheinlich irgendwie... ich hier irgendwo runter oder so fallen lasse, auf irgendwas drauf, haben wir hier hoch. Ah ne, das hier sieht gut aus. So, das hier, ja. Genau, jetzt sind wir doch wieder hier am Start, wo wir hinwollen. Nämlich hoch. Nuff, als Nuff. So. Müssten wir ja bald oben sein, quasi jetzt. Dann pflanzen wir uns hier mal ans Leuchtfeuer. Wie viel brauchen wir? 12.000 fast. Okay. Wie sieht es waffentechnisch eigentlich aus? Die Schneide hier, die soll ganz gut sein eigentlich. Anzeige umschalten. Die skaliert hauptsächlich auf Beweglichkeit. Ist für unsere Belange natürlich eher ungünstig, wenn man jetzt nur ehrlich ist. Ja. Schlachtermesser, okay. Diese Axt wäre halt wahrscheinlich ganz geil. Die Dämonengroßaxt. Ja, die hat halt eine geile Skalierung, aber da sind wir halt noch lange nicht. Die Riesenkeule 120 ist natürlich auch nicht verkehrt. Geile Skalierung. Braucht Stärke 26, hätte man theoretisch auch. Das hat 130. Und das Ding hat 120. Also die schlechter, ne? Ich rüste das trotzdem mal aus. Okay. Zweihändig. Okay. Schwerer Angriff. Okay. Aber er ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich kann dir jetzt keine 2 Schläge hintereinander machen, ne? Ah, doch. Ja, ist aber eigentlich auch ganz geil, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht denn das aus, diese A-Skalierung? Wir haben doch jetzt 120 plus 106, das wäre 226. Und hier haben wir 130 plus 370 wäre 203. Das heißt, wird theoretisch diese Keule hier mehr Schaden machen, oder? Staggert die 8 Gegner. Alter, was Gerät, hä? Brutal. Ich glaube, hier kommen zuerst jetzt nur die Würmcher. Schandstadt. Stark. Was Eichweide der hat, ne? Hup. Aufgeplatzt, kaputt. So, hier gibt es aber jetzt noch nicht nur was zum Einsammeln. Das ist natürlich wieder sehr ungünstig. Gerade so.
Warum? Wahrscheinlich durch das Gewand, das ich angezogen habe, oder? Warte mal. Warum mach ich mir nur so nie? Hör auf. Warte. Hör auf. Wenn der so nah kommt, dann kriegt er halt. Müssten wir hier halt ein halbes Jahr warten, bis das hier wieder einigermaßen vernünftig geht. Kommt hinten das Vieh angeflohen, ja, oder? Na, das kommt schon näher. Tschüss. Kennen wir nix. Machen wir einfach kaputt. Auf Wiedersehen. Die Keule gefällt mir jetzt fast schon ein Stückchen besser wie das Schwert, weil dieser zweite Angriff schneller kommt. Dieser Unne. Warum bin ich denn jetzt eigentlich in der Rotze drin? Nee, jetzt bin ich doch runtergefallen. Ach. Das ist eine verfickte Rotze, ey. Meins ist jetzt nicht so schlimm, aber es geht mir trotzdem auf den Sack. So, hier ist doch Leuchtfeuer. Genau, da holen wir uns doch mal hin. Da geht auch die Giftrotze weg. Wir haben ja jetzt noch einen bestimmten Weg vor uns. Der tatsächlich auch relativ lang ist, glaube ich. Boah, ey, klatscht ja wie so ein Mückeblättsch. Pup hat's gemacht. Weg war er. Geil. So, jetzt müssen wir hier auf den Aufzug, ohne dabei drauf zu gehen, wenn es geht. Würde ich tatsächlich begrüßen. Das Aussteigen wird dann noch mal spannend. Ja. Ja. So, ja. Geil, 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 geil. So, jetzt weiß ich aber tatsächlich nicht so hundertprozentig genau, wie man hier voranschreiten müsse. Ah, übrigens. Nee, stopp! 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 Weg! Ich wollte hier eigentlich nur noch gucken. Zauber. Es gibt nämlich so Zauber, wo man sich heilen kann damit. Den hätte ich ganz gern am Start, wenn ich ehrlich bin. Dann könnte ich mir da irgendwie so Flakons sparen. Trickweiß. Also ich glaube, man muss hier jetzt wirklich relativ weit hochgehen. Hier war ich aber schon mal. Na! Ah! Alter! Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das kotzt mich jetzt gerade schon wieder an. Dieses Anvisiere.
Warum dreht er sich dann immer willkürlich irgendwo hin? Das interessiert mich doch nicht. Jetzt kann ich hier den ganzen Scheiß nochmal machen. Weil ich auch zu dumm war, um zu speichern. Oder zu, ja, genau, zu speichern. Weil, also jetzt, wenn wir jetzt hier mal gucken, ne? Eins. Der braucht einfach irgendwie gefühlt ein Tickel länger, ne? Als mit der Keule. Und die Keule macht halt auch noch ein Stück mehr Schade gefühlt. Also. Das mit dem Anvisieren geht mir so auf den Sack, dass der sich irgendwie immer so willkürlich in irgendeine scheiß Richtung dreht. Wo er dann runterfällt, weil er sich dann genau wieder zu der Kante dreht. So, jetzt so dreht er sich nicht, ne? Nur wenn man es nicht gebrauchen kann. Ne, stopp, hä? Was? Ah doch, der hat sich doch gedreht, da. Deswegen bin ich jetzt wieder zurückgelaufen. Ne, tut sich dann irgendwie so. Hör auf. Stark. Wir schreien nur so. Ja, da kommt ja noch so einer. Ach, ist der so dumm. Haben wir in dem schön der Helm verbeult. So. Saufen wir mal was. Kommen wir gleich zu der Frische. Die wir auch ganz viel Lust haben. Was droppe die? Weil der eine, der hat jetzt ein Item eigentlich gedroppt, da ist dann runtergefallen, dann konnte ich es nicht nehmen. Wenn der ein kleines bisschen früher ausholen wird, wäre natürlich trotzdem auch ganz geil, ne? Oder das Ausholen nicht so lang dauern wird.
Könnte man hier mal googeln, wo man die Claymore kriegt als Waffe? DS1 Claymore. Dark Souls Wiki. Acquired from a corp of in Undead Burg near the bridge guarded by the Hellkite Wyvern. Ah, okay, das ist dann dort auf der Burg, also auf der Brücke, wo der Drache ist. Will man dorthin? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Dann ignorieren wir das einfach nur. Bis wir dort regulär nochmal hinkommen, weil das ist ja auch so... Alter, ey, mir geht das so auf den Sack. Dass der jetzt nicht einfach nur seine Füße hochheben kann. Du warst doch jetzt eben schon fast hochgerollt. Kann der vielleicht jetzt einfach nur springen? Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, du warst doch eigentlich schon oben, Mann. So. Okay. Das war der Versuch. Ja, ich bin clever. Du springt der so eine Pfanne, geil. Naja. Naja. So. Hier weiter. Und dann ging es, glaube ich, auch zu so frischen, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Hier, frische, ja. Macht ganz schön der Dunst, du, ey, ohne Scheiß. So, wie sind wir jetzt gegangen? Wir sind hier hoch. Dann sind wir hier drauf und sind dann hier so dran vorbeigeklitscht. Und dann sind wir hier weiter hoch. So. Ich würde ja auch hier hoch rennen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das dann links oder rechts runter geht in den Tod. Das würde ich gern vermeiden wollen. Es wäre halt natürlich deutlich leichter, wenn man wüsste, wo man hinlaufen muss. Ich sag's, wie es ist. Weil ich weiß, dass ich da Aufzug hoch muss, aber ich weiß nicht, wo ich dann hin muss. So. Ihr Raubetiere. Kommt mal hierher. Und holt euch eure Schläge ab. Ich könnt eigentlich auch das Schild nur rausholen. Stark. So. Grüne Scherbe wollen wir nicht. Große Scherbe haben wir. Geil wäre jetzt so sie eigentlich kleine Scherbe. Kommen wir aber nicht. So, wie sind wir eben? Sind wir hier rüber oder?
Ich glaube, der Weg hier, der sieht mir ein bisschen kürzer aus. Das müssen wir auch hinbekommen. Jo. Gut, dann warten wir hier kurz. Holen wir schon mal den Bogen raus. Bitte anvisieren. Und tschüss. Spring, spring, spring. Nochmal. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Gut. Kabum. So. Sehr gut. Wo hänge ich dann jetzt schon wieder hier? Auf Wiedersehen. Es ist echt wie so Mückeplätsch, das Teil. Das ist schon ganz geil, ne? Kann man hier drauf stehen ohne Gift? Ja. Ja, sehr schön. Gut, eigentlich ist auch egal. Hier rechts um die Ecke ist so das Leuchtfeuer. Dann können wir hier wieder auf. Zack. Zack. So. Auf ein neues. Passen wir auf, wir machen das so. Wir machen hier jetzt mal ein neues Save Game. Nicht, dass man gleich wieder drauf gehe. Und zwar wäre das hier in Schandstadt. Das importieren wir jetzt. Import. Rename. 05. Weg zu Drachental. Ist jetzt die Frage, wie wird man das jetzt am geschicktesten machen im No-Death-Run? Macht man dann vorher den Quelax oder erst danach? Auf, los die Zunge drin. Das ist unappetitlich. So, hier ging es hoch. Genau. Wobei, unappetitlich, dadurch, dass die Zunge hier brennt, wird die ja eigentlich so Bakterien und Viren und so Kram, wird die dann abgetötet werden, ne? Das war risky. Risikobehaftet. Und zack. So. Bogen. Können wir jetzt hier schon mal was mit dem Bogen wegmachen? Hier kam doch so komisches Vieh. So Mück. Auf. Tschüss. Okay, das Teil. Machen wir das kaputt, jo, ne, oder? Ja, auf jetzt. Warum ist hier so dunkel? Aber jetzt wart mal. Hier geht's doch noch leider hoch. Ich meine, das war irgendwie so, man muss relativ weit nach oben gehen. Oder ist das der gleiche Weg, den wir eben gegangen sind? Ja, das ist der gleiche Weg von eben. Warte, hier geht's ja noch weiter hoch. Dann müssen wir auf dieser Zwischenebene vielleicht überhaupt nicht in diesen Tunnel rein. Ich meine mich auch zu erinnern, dass wir schon mal in dem Tunnel drin waren und dort gab es quasi gar nichts. Obwohl, dort hinten in der Ecke. Weil also irgendwo müsste es halt eigentlich auch noch so eine Truhe geben, wo man den Schlüssel bekomme für Neu Anor Londor oder wie es heißt. Anor Londo, glaube ich. Das war aber, glaube ich, hier so kurz vorm Ausgang, oder? Ich weiß es nicht.
Ah, hier ist es, genau. So, das heißt, wo ist mein Zettelchen für Notizen? Also. Folgendes machen wir jetzt. Schandstadt. Aufzug hoch. Leitern ganz hoch. Oben rechts Schlüssel. Kiste. So, und jetzt konnte man auf der anderen Seite, meine ich, hier irgendwo irgendwie in die in dieses Drachental. Und zwar war hier, meine ich, der Tunnel. Ja, auf. Kavum. Kavusch. Geil. Kavum. Kavusch. Weg. 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 Was ist er? Und mir kriegen noch eine Scheiße Kügel. Geil. Hier saufen wir was? Gibt nix. Also ich stelle schon mal fest. Aua. Dass mir hier jetzt nicht so richtig viel Schade mache. Nein! Warum sehe ich nichts? Stellen wir mal ein bisschen weg. Dass wir hier was trinken können. Noch was? Wenn hier nicht so dunkel wäre. Gut, die müsste halt noch ein gutes Stück nur hingehen, dass ich die nochmal backsteppen kann, ne? Ist halt, ach, warum? Guck mal, die schlage viel schneller mit dieser dummen Keule als ich. Und ich stagger die mit der Keule nicht. Und das ist halt doppelt dumm. Nehmt doch jetzt dieses fucking Schild in die Hand. Ich hoffe übrigens, dass mein Mikrofon vernünftig funktioniert. Aber ich meine schon, weil gestern bei Discord hatte ich irgendwie das Problem, dass der von Zeit zu Zeit irgendwie, also ich bin aus dem Discord-Sprachkanal raus oder also rein und dann ging es für 10 Sekunden und dann bin ich raus, also dann ging es nicht mehr, dann bin ich raus und dann mal rein und dann ging es wieder. Für 10 Sekunden oder so und dann wieder das gleiche Spiel schon vorne. So war das, so war das, so war das. So, aber laut Audio-Interface und so ging das trotzdem die ganze Zeit eigentlich. Deswegen weiß ich halt jetzt nicht. Aber ich glaube, sieht ganz gut aus. Genau, jetzt sind wir im Drachetal. Jetzt haben wir natürlich ein kleines bisschen viel
Flasche Glas. Weshalb Mamo... Ach, das sind die Ruinen von Neu-Londo. Aber für wo ist denn dann der Schlüssel? Naja, wir gehen mal hoch, hocken uns ans Leuchtfeuer und dann gehen wir ins Daretal. Gut, wenn die Ruinen von Neu-Londo hier dort unten sind, dort unten ist hier vielleicht noch irgendwo Tür, ne? Was ist denn das? Warum ist die jetzt tot? Ich kann mich jetzt so direkt nicht dran erinnern, dass ich so irgendwie die getötet hätte, wenn ich ehrlich bin. Übrigens ist, ich sehe gerade, dass meine Kamera eingefroren ist, also meine Webcam. Hä? Was ist denn hier jetzt los? Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. It's noisy. It snores. This is no laughing matter. Ich guck mal gerade. Ich weiß natürlich auch wieder nicht, wo ich die Kamera hier eingesteckt habe. Deswegen weiß ich jetzt natürlich auch wieder nicht. Aber hier, Ton haben wir schon, oder? Ton müsste noch da sein. Ja, sieht gut aus. Auf die Kamera könnte man verzichten, ne? Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo ich die eingesteckt habe. Das ist jedenfalls noch so Punkt, der auf meiner Liste steht. Wenn ich nämlich den PC an den Schreibtisch baue, dann brauche ich mir so lange USB-Kabel und hoffentlich habe ich dann auch weniger Probleme, dass ich hier mit den USB-Geräten teilweise Disconnects habe. So, ich habe jetzt mal hier den USB-Port gezogen. Ich gehe mal kurz. Nee. Funktioniert jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, ist egal. Spiele können wir jo. Kamera ist jetzt erstmal nicht so wichtig, denke ich.
So. Aber was ist jetzt hier mit dem Leuchtfeuer? Damn. That's... maybe it's... maybe it... Muss ich hier irgendjemanden die Rübe polieren, dass es hier wieder das Leuchtfeuer kommt? Ah, jetzt ist der Kollege hier. Ah, hello. Was it? I am the primordial serpent, King Seeker Framt, chosen undead. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Ja, wir machen mal ja. Very well, chosen undead. So that you may link the fire. Cast to this end. I am pleased to see you well. Is it something urgent? So. Jetzt kann ich hier Sache kaufen und Sache füttern. Goldharz, Seelen. Ah ne, verkaufen kann ich hier Sache, okay. Ah, das ist jetzt wenigstens mal ganz gut. Jetzt sehe ich auch mal, wie viel Seele der Shit hier bringt. Also die Seele Ritter bringt 500. Und die bringen auch 500, okay. Also sind wir bei 2000. Ne, Quatsch, bei 1000. 2,5. 3, 4. 4.500 wird für eine Dings reichen, ne? Ja. Aber kleine Scherbe haben wir halt echt so gut wie gar keine, ne? Aber wir können jetzt hier wirklich jede Kack verkaufen, oder was? Ich finde jetzt ein bisschen ganz geil, dass man hier auch mal was verkaufen kann. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress. Many have gone before you, but fate has chosen you. Farewell. Ja gut, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ne? Wenn nicht, gehen wir halt nur in Sen's Fortress. Das ist so richtig dummes Gebiet. Hello there, I am Petrus of If not... Hmm? You look... Times are grim, don't you? You might scare... You are... Then we've no time to fraternize. We must not let... Also, es wäre jetzt halt ganz geil gewesen, dass ich mich hier nochmal so Leuchtfeuer hätte hocken können, ne? Aber gut, wir sind hier direkt beim Schmied André und bei dem entsprechenden Leuchtfeuer. Dann flitzen wir hier mal geschwind durch und schauen mal, wie viel Schade mir das ohne Insens Fortress mache. Es steht halt zu befürchten, dass mir das gar nicht nur so viel Schade mache, aber wir gucken mal. Kann man bei dem Schmied hier ohne eigentlich kleine Scherbe kaufen? Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe kann man bei dem Kabel. Was kostet die? 800. Don't get yourself. Neither of us want to see you go hollow.
Dann könnte man hier nämlich hier die Keule nur aufrüsten, oder? Ich weiß halt jetzt nicht, was besser ist. Die Keule aufzurüsten oder das Zweihänder. Eigentlich hätte ich gern die Claymore. Wie kommen wir denn dorthin? Plus 123. I'll be seeing you there. Be careful out there. Haben wir irgendwelche Sache? Jetzt theoretisch. Gewährt zusätzlich verstärkt Balance, absorbiert TP und von gefallenen Gegnern. Kommen wir jetzt noch mal schnell und sinnvoll an dieses an diese Brücke mit dem Drache. Warte, ne, stopp. Bevor ich das jetzt mache, machen wir hier mal Safe Game. Mache hier Add Folder Sense Fortress und importiere ein Safe Game. Ich überlege gerade, was wäre ein guter Weg, um zu dem Drachen zu kommen. Wenn wir vom Feuerbandschrein aus ganz normal den Weg hochlaufe. Und mir hatte ja dort irgendwo so eine Abkürzung freigeschaltet. Dann müsste man ja eigentlich relativ flott dort wieder hinkommen. Ist halt nur die Frage, was machen wir mit dem ganzen Feuershit? Haben wir hier irgendein Gewand, das gut gegen Feuerschaden wäre? Feuerschaden haben wir jetzt unser aktuelles 22. Die Steinrüstung ist aber theoretisch gegen Feuerschaden arg schlechter als das, was wir aktuell haben, ne? Ich habe 58 Feuerdings. Also so gesehen habe ich hier jetzt gerade das perfekte Ding. Also Gewand. Jetzt könnte man höchstens nur noch gucken, ob man mit einem anderen Schild mehr Feuerdings. Hier Feuer, nix. Ah ne, warte, ich muss bei der Abwehr gucken, ne? 70, 72, 60, 30. Ja, da sind wir mit unserem Dings so eigentlich auch am besten aufgehoben. Tja. Ich könnte schwören, ich hatte nur irgendwas eingesammelt, was gut gegen Feuer war. Wo ich mir dann irgendwie noch gedacht habe, oh ja, brauche ich aber nicht.
Finde ich nur ganz gut, wenn der jetzt hier vorkommt. Ja, kommt die nur da runter. Ja, genau, hier müssen wir entlang. Gut, dann gehen wir hier hoch. Klatsche den hier noch weg. So. Pflanzen wir uns hier kurz an das Lagerfeuer, dass wir volle Energie haben. Und hier war doch, glaube ich, die Abkürzung und hier kam man, glaube ich, auch oben bei dieser Brücke raus mit dem Drache, oder? Ja, schön doch schon. Schön. Hoppala. Das war dumm. Jetzt mal was anderes. Hab ich jetzt mit dieser Keule im Gegensatz zu meinem Zweihänder hier quasi Fetroll. Ne, der steigt ja genauso langsam auf, ne? Und wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, jetzt muss Flareon. Ja, das ist schon geiler beim Aufsteigen, ne? Das ist natürlich wieder was, das mir nicht so richtig gut gefällt. Ist aber jetzt so ein bisschen die Frage. Wir haben ja hier unter 50%. Das ist doch eigentlich. Ich habe gedacht, irgendwie bei 70 oder 75% wäre es scheiße. Ja, das könnte dumm werden. Ja, das packen wir wohl nicht. Ja. Man hätte zwischendrin was saufen müssen. Aber warum hat denn jetzt der erste Feuerstoß so viel abgezogen und der zweite quasi so wenig? Warte, welche was? Ist mir jetzt egal, ob ich hier tot bin. Wir laden gleich unseren Spielstand noch mal neu. Aber ich will jetzt nur ausprobieren. Ich will jetzt nur ausprobieren. Oder herausfinden, formuliere es mal erstmal so. Wo jetzt hier quasi die Claymore liegt. Ah, okay, die Claymore liegt direkt hier vorne. Das müsste man ja eigentlich hinbekommen, oder? Jetzt tun wir mal spaßeshalber die Keule nochmal ausrüsten und gucken mal, wie viel Schaden mir bei dem Kollegen hier mache.
Nein, jetzt ist er weg. Jetzt macht er wieder Feuer, oder? Ja, sehe nix. Okay, wahrscheinlich liegt das da dran, weil ich relativ weit weg bin. Und je weiter ich weg bin, desto mehr Schaden mache ich oder so. Vielleicht. Gut, aber das wäre doch was, das müssten wir doch jetzt eigentlich hinbekommen, dass wir dieses erste Ding hier nehmen und dann uns einfach nur verpissen. Weil es kommt ja irgendwann noch die Stelle, wo wir, glaube ich, von hinten an den Drache komme und dann an dem Leuchtfeuer sind. Oh, warte, ich habe das falsche Save-Game geladen. So, das heißt, wir holen uns jetzt nur die Claymore und dann leveln wir die mal auf plus sonst was. Wenn wir mit dem Moveset halbwegs einverstanden sind, natürlich. Voraus. Es wäre halt schon ganz geil, ich sag's nur wie es ist, wenn wir hier jetzt langsam nur irgendwann in die uns in die Lage versetzen würde. Kommt der bis hier vor hier? Bis er doch 8 vorkommt, da kann er jetzt 8 machen. Wenn man uns hier in die Lage versetzen würde, dass wir Schnellreise haben. Das wäre halt nur geil. Zwei mit einem Streich. Kommt der Kollege jetzt hier raus? Genau. Langsam. Das wird schon was zu heiße, wenn einer gegen meine Riesenkeule zu langsam ist. So. Nufto. Dann schnappen wir uns die Claymore. Und dann schauen wir mal, wie das Schwert sich so anfühlt. Weil die Claymore ist halt tatsächlich die Waffe, die eigentlich immer als das Nonplusultra dargestellt wird. So, hier in der Ecke sieht es eigentlich dann ganz gut aus.
Vorteil ist... Du, nee, fuck. Steh auf! Lauf, Forrest, lauf! Stopp. Dort wollte ich nicht hin. Hier hin wollte ich, genau. So, jetzt pflanzen wir uns hier mal hin. Und jetzt nehmen wir mal das Claymore und gucken mal, wie sich das anfühlt. Wenn wir es finden. So, 103 hat das. Aber Claymore, warte, hier, ne, Claymore. Wohin denn? 103 plus 55 hat natürlich eine bessere Skalierung auf D und D. Puh, macht aber eigentlich nicht so viel Schade jetzt, ne? Hat aber halt ein deutlich schnelleres Moveset, was die Geschichte schon wieder besser macht. Ja, ich bin aber auch irgendwie jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so 100% überzeugt davon. Aber ist jetzt wahrscheinlich schon geiler. Hoppala, was ist denn jetzt passiert? Ist halt wahrscheinlich schon geiler unterm Strich als das Schwert, das ich hier üblicherweise hat. Also einfach, weil es ein schnelleres Moveset hat. Jedes Mal tut er die Deppete ohne Anvisiere. Also es kotzt mich so an mit diesem Anvisiere. So, eine richtige aufzugehen, weil hier das könnte tatsächlich böse ausgehen, wenn man eine falsche laufe. Ich würde das Claymore jetzt dann tatsächlich mal aufleveln. Das können wir halt auch ein bisschen einfacher benutzen mit dem Schild zusammen, ne? Jetzt nur die Frage, geht man jetzt quasi weiterhin eher auf Stärke? Oder levelt man jetzt Geschicklichkeit oder Beweglichkeit ein bisschen hoch? Brauchen wir noch immer eine kleine Scherbe, ne? Keine Ahnung, kaufen wir mal 4 kleine Scherbe. Wie weit kommen wir damit? Wo ist dann jetzt das Claymore? Ist jetzt hier verschwunden?
Warum kann ich das jetzt nur bis +5 machen? Ich brauche noch eine kleine Scherbe. Nee. Warum? Das kann ich doch 8 bis +15 machen, oder nicht? Aber das ist jetzt auch hier nicht mehr in der Liste drin, ne? Also scheinbar. Aber ich habe doch noch die große Scherbe. Komm, wir reparieren wir noch. Nicht, dass wir irgendwann durch wieder stehen und der Shit kaputt ist. Rüstung verstärke. Die Stein... Ah, doch, warte. Ging noch weiter. Sackhüllen. Schattengamaschen. Schattenmaske. Aber die Steinrüstung kann man nicht noch verstärken, ne? Das wäre halt ganz geil gewesen. Ausrüstung umwandeln. Claymore. Warum kann ich das jetzt aber nicht auf +6 machen? Oder warte mal. Oder muss ich hier jetzt gutes Claymore, Claymore +6. Göttliches Claymore. Brauchen wir grüne Scherbe. Dann machen wir hier weniger Schade und hier bei göttlich mehr. Krudes, dann machen wir hier mehr Schade. Und was ist bei dem stinknormale? 8. Aber wenn ich das dann mache und dann kann ich das nicht mehr weiter aufleveln, oder wie ist das, ne? Ah, und jetzt ist das wieder hier drin. So, jetzt fülle uns die große Scherbe. Jetzt haben wir aber hier grundsätzlich bei dieser Waffe hier setzen wir uns hier kurz hin. Dann notieren wir uns nur. So, dann Feuerbandschrein. Brücke Drachen. Claymore holen. Erstes Item vorne rechts. Rüstung anziehen gegen Feuer. Dann zurück André auf plus, ich habe jetzt glaube ich 7 oder so machen. So, und jetzt gucken wir uns mal an. Plus 8. Na, super. So, jetzt gucken wir uns die Geschichte mal an. Jetzt haben wir 185 plus 84, haben aber skalierungstechnisch immer noch 10, ne? Und das hier ist sogar noch immer besser skalierungstechnisch auf 10, obwohl ich das schon auf plus 8 habe. Na, gut, weiß ich nicht.
haben hier nicht normal von denen eine komische Schlangenviecher hier patrouilliert? Ja, da oben ist einer, ne? Wow, da sind sogar zwei. Dieser Angriff ist eigentlich sogar jetzt ganz geil. Okay, Seele. So, war hier irgendwo noch einer, der mit Pfeile geschossen hat? Ne, nicht mit Pfeile, sondern mit so komische Blitzdinger, ne? Aber ich mache natürlich extrem viel Schade jetzt. Das ist natürlich jetzt scheiße, dass ich hier so viel Schade mache. Okay. Wenn er runterfällt, ist es ja okay. Problem ist nur, fällt der dann auch im wirklichen No-Death-Run runter, ne? Nicht, dass mir die Kollege hier aufwache und ins Kreuz springe oder so. Scheiße. Na, hier geht's weiter. War hier auch noch irgendwo einer? Oder haben wir den jetzt quasi schon runtergekickt? Die sind aber viel von den komischen Dinger, ne? Wie weit können wir da noch vorgehen? Ungefähr so, müsste gehen. Noch ein Schrittchen. Ich kann jetzt gerade nicht so gut erkennen, ob man hier dazwischen irgendwo stehen bleiben kann. Oder ob das... Das könnte gerade so gehen, aber ey, das ist schon... Wahrscheinlich ist es besser, ich mache für 2 weiter. Das sieht schon so aus, als könnte man da dazwischen stehen, ne? Da dazwischen kann man auf jeden Fall stehen. Die zwei scheinen mir ein bisschen arscheng zu sein. So, und hier ist doch 100%iger Fall. Ja. Wusste ich doch, dass du Fall ist. Gott sei Dank hatte man das Schild oben, ne?
Wo geht's da hin? Also das sind jetzt zwei Fragen, die ich mir stelle. Wo geht's hier hin? Und ist hier noch irgendwo Fall am Start? You seem quite lucid. I am Logan. I'm a bit cooped up. I have a bright idea. Suppose you... I'm old and empty-handed, but I could... This place is melting my mind. Oh, heaven. And I'd love to resume, but I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to speak with me there. So... Okay. Das hätte man. Ich habe halt die Befürchtung, dass ich hier runterfalle, wenn ich dieses Item holen will, ne? Ich glaube auch, ich habe vergessen, eben noch mal so Safe Game zu machen. Am Eingang zu diesem Teil hier. Okay, du kannst mal einfach innen rausgehen. Gut, easy. Ach, guck, hier geht's gar nicht weiter. Ich habe zwar Safe Game jetzt dort vorne. Aber ich würde vielleicht doch noch mal zurückgehen und mir dort ein neues Safe Game anlege, damit ich das hier, die Passage hier üben kann. Mit dem Claymore. Sonst muss ich das hier wiederholen gehen. Was halt schon ganz geil wäre, wenn man hier bei diesem Speed Souls Run Dingsbums do wenn man dort irgendwie sehen wird, Datum und Uhrzeit, wann es angelegen wurde. Jetzt können wir das nämlich auch nochmal ausprobieren, ob der Typ dort immer runterfällt, wenn ich dort mit dem Schwert drauf schwade oder nicht. So, kommen die jetzt hier zu mir?
Deswegen brauchen wir da am Anfang ein Safe Game, um das zu üben, dass wir die zwei Reptilköpfe da wegkriegen. Denn jetzt können wir auch gucken, ob wir das richtige Safe Game gemacht haben oder das falsche. Just saying. Daumen drücke. Ja. Ah, stimmt. Ich habe auch theoretisch das falsche Safe Game genommen. Jetzt nehmen wir noch mal den mit Claymore, ob der passt. Laden. Jo, geil. Gut, da haben wir da wenigstens schon okay Fehler gemacht. So, der erste ist schon weg. Das ging doch erstaunlich gut. Boom! Ich würde es hier tatsächlich bevorzugen, wenn ich mehr Schade machen würde. Aber vermutlich kann man auch nicht alles haben, ne? Das war dumm. Das war auch nicht gut. Sehr gut. Also der scheint tatsächlich öfters mal runterzufallen, wenn man mit dem Bogen drauf klatscht. Und das ist schon mal sehr gut. Das ist halt schon auch so Stelle, wo du mal ruckzuck den Abgang machen kannst, ne? Hä, wo kommt denn der her? Wo kommt denn der jetzt her? Der war doch Ebaneto. Scheiße. Keine Ahnung. Kommt denn der her? Der war doch jetzt hier beim ersten Mal auch nicht da. Aber irgendwie, ich kann mich da irgendwie noch so grob dran erinnern, dass du tatsächlich irgend so eine von vorne kam. Oder das kann natürlich sein, dass der beim ersten Durchgang dummerweise an so einem Säbel hängen geblieben ist, runtergeflohen ist und ich es gar nicht mitbekommen habe, dass da noch jemand ist. Ich hab vergessen zu laden.
So, nochmal. Ich komme aber auch nicht so ein bisschen so drüber hinweg, dass der hier überall barfuß rumläuft, ne? Also schweinekalt auf dem Stein. Nur wer holt er sich Schlipper oder so? Comedy, ja, einer kommt. Nein, nehmt doch dieses scheiß Schild jetzt hoch. Hey, ne, das ist aber ach genau, weil das alles auf einem Knöpfchen liegt, ne? Schwerer Angriff, Schild pariere und so. Komm, wir trinken noch was. So. So. Jetzt schreiben wir uns auf. Sense Fortress. 2 Wächter pullen. Falle. Auslösen. Wenn mittig. So. Dann gehen wir hier rein. Schnappe uns den Bogen. Bogen rechts oben. So, jetzt gehen wir hier noch ein bisschen rechts. Oh, ne, links, so. Ja, so ist gut. Nein. Besser. Warum mache ich jetzt nur 9 Schaden? Eben habe ich 10 gemacht. So, sehr gut. Jetzt ist der hier runtergefallen. Ja, da ist der, ne? Der ist vorhin bestimmt an irgend so einem Teil hängen geblieben. Und deswegen... genau so. Depp. Gut, und dann... Brücke... Ende... Bogen... Pullen. So, dann, wenn wir drin sind, gucken wir mal weiter. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich nicht das gleiche Schicksal ereilt wie den anderen Kollegen eben. Reicht. Ja, da ist noch so Ding. Shit. Machen wir mal hier Ende Steg noch eine Sense. So, wer ist jetzt eben gestoppt? Fuck. Das hätte ich eben fast vergessen, dass hier auch noch so Dinger sind. So ist gut. So ist gut. Noch ein bisschen vor, noch ein bisschen vor. Und durch. So. Zweiter Steg Sensen. Raum. Falle. Schild hoch.
So, und dann gehen wir hier rein. Ha, das war nicht verkackt. Aber so richtig. Und noch Mo. Ja, die Passage kennen wir jetzt übel, ihr Leute, ne? Von Brücke rechts. Kaputt machen. Wand kaputt. Magier und Seelen. So. Auf ein neues. Wir haben ja jetzt heute tatsächlich nicht so richtig viel Progress gemacht. Also punktetechnisch haben wir, glaube ich, noch nichts dazu bekommen, also richtig gar nichts, aber wir haben die Claymore auf plus 8 gemacht, wir haben hier sind Fortress schon ein bisschen bespielt. Kommt bitte mal hier runter. Und dass wir hinter dich kommen, für die Arschbohrer zu machen. So. Oh, stopp. Hat der Item? Nee. Die hat nur so ausgesehen. Auf ein neues. Sag mal, ist der jetzt nicht gestoppt vom Runterfalle oder was? Eigentlich komisch, bin ich. Weil ich würde jetzt eigentlich sagen, der hätte mal Amo sterben können. Ich meine, ich wäre froh, wenn nicht, sozusagen. Weil wenn ich dann mal runterfalle, sterbe ich zumindest schon mal nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise sagen, wenn man da drunter fällt, hat man so richtig viel Spaß, wenn ich mich richtig erinnere. Auf den ich jetzt so theoretisch auch gut verzichten könnte. Also ich würde es bevorzugen, wenn ich nicht runterfalle. Okay, das haben wir nicht ausgelöst. Jetzt sind wir wieder an der Stelle.
Warum kann der nicht das Schild hochnehmen und trotzdem einen schweren Angriff machen? Warum muss er dann immer diese scheiß Schildparade machen? Ach so. Muss man warten. Das gibt's gar nicht, ne? Da ich den beim ersten Mo direkt gemacht habe, ohne Probleme. Und jetzt klappt nicht. Genauso wie hier quasi den schweren Angriff mit Schildblockade. Ja. Macht der Anime. Der Hohlkopf. Hat er vorhin 5 oder 6 Mal hintereinander gemacht, ohne Probleme. Ich brauche definitiv mehr Ausdauer. Dass ich hier den Schlag machen kann und trotzdem noch hier irgendwie weg. Also da muss ich mir echt was überlegen lassen bei denen. Weil das ist echt scheiße jetzt, ne? Ey, wenn du einmal das falsche Timing hast. Ey, du kannst jetzt zwei hintereinander, warum raff ich das dann bitte nicht? Wart doch einfach, bis das vordere Ding durch ist und dann schieß. Wieder falsch gemacht. So. Auf ein neues. Wow. War ich. Oh, ey, das ist echt. Wie soll ich denn sagen? Teilweise gar nicht so einfach, den richtigen Abstand zu haben.
Und war das jetzt so schwer? Die steht fast da, nee. Wo sind wir herkommen? Und jetzt hier. Und das hin ist wir herkommen. Ja. Stellt sich natürlich so ein kleines bisschen die Frage. Wie es hier weitergeht. Ja, jetzt soll ich erstmal durchlaufen, dann gucken wir mal. Okay, du könntest mal theoretisch runterspringen. Wir gehen wir noch hier. Ah, okay, wenn wir hier runterlaufen. Hey! Und der die alle gar weggeknüppelt, ey. Ja, aber Gas geht, ne? Where do you come from? Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit stuck to be one of those things. So here I sit, but who knows? Perhaps we'll have another development. Perhaps I should try some rolling. Bah, no chance. So, hier geht's erstmal eher in den Tod. Hier hinten geht's nicht rein. Hier ist auch nicht nirgends, was man sagen könnte. Zack, ne? Blöd, ihr Leute, blöd. Kommen wir hier jetzt überhaupt noch mal hoch? Theoretisch. Okay. Wir können rennen. Die Frage ist, gibt es hier irgendwo... Ich glaube, dort oben so auf halbem Weg wäre auch noch mal so ein Ingang. Das wird eng. Hoppala. Das ist eine Luftstraße gelegt, ne? Na, die ist umgelaufen. So, dann komme. Rollende Steine gegenüber. Wie heißt der? Zwiebelritter. Zurück. Eingang. Halber Weg. Nebelwand. Ich verstehe nicht so genau, warum die jetzt eigentlich hier zwischendrin immer so Nebelwände gebaut haben. Also in der anderen war es ja immer so, du gabst die Nebelwände ja nur, wenn du quasi Bossgegner vor dir hattest. Aber hier ist das ja anders, ne? Kommt es von hier? Ja, ne? Warte mal. Also geh schnell, tatsächlich. Warum hat denn der jetzt eigentlich die Falle hier nicht ausgelöst? Die Rüstung ist schon ganz geil eigentlich, ne?
Sind wir jetzt hier? Jetzt kommt hier Oberstein. Ich hab doch im Gang gestanden. So, dann geht's da runter, wo wir eben waren. Kann man sich das irgendwie so auf halbem Weg runterfallen lassen? Ja, das könnte gehen. Warum macht er jetzt kein Backstep? Was ist das hier? Wenn ich jetzt wüsste, wo man lang kommt, wenn man hier runterspringt, ne? Aber ich weiß das halt leider jetzt nicht. Okay. Da ist nix. Hier oben. So komme jetzt keine Steine, ne? Okay, kommen wir hier durch. Ja. Das ist gut. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Wie war denn das jetzt noch, Mo? Wo geht denn das Ding jetzt hin? Ah! Ich habe irgendwie so in Erinnerung, dass wenn ich dort jetzt hochfahre, ich irgendwie tot bin, oder wie war das? Weil du auch so Blutflecke drauf bist, ne? Das heißt, ich müsste quasi beim Runterfahren drauf gehen, oder wie ist das? Und nicht beim Hochfahren. Und das hier ist, glaube ich, das könnte zumindest eine Mimik sein. Hier ist auch schön eng für so Rotzvieh. Nein, ich bin gerade weggerollt, Mann! Alter, die macht aber auch schade, ist brutal, ey. Ah gut, wir haben vor der Nebelwand haben wir Safe Game gemacht. Es wäre halt schon irgendwie ganz geil. Ich frage mich gerade halt echt, ob man mit der Keule nicht besser dran gewesen wäre. Alle Rankings von Waffe zum Trotz. Weil, also, die hat halt sowieso schon eine A-Scaling auf Stärke. Die hat halt sowieso schon eine A-Scaling auf Stärke. Wird dementsprechend auch deutlich mehr Schade raushauen. Also, weiß nicht so genau. Wird wahrscheinlich diese Mimik auch staggern oder zumindest nur jetzt nur am Anfang erstmal deutlich mehr Schaden machen.
Gut, zum Aussteigen hält es hier wenigstens kurz an, beim Runterfahren nicht. Das ist halt scheiße. Warum kann er die dann jetzt bitte nicht anvisieren? Ich sehe nichts. Ja, aber geil ist es nicht. Aber der Blitzspeer, den fand ich geil, als ich das Ding hier durchgespielt habe. Den hatte ich, meine ich, auch relativ viel gespielt sogar. Kommt hier die Kugel langgerollt? Ja. Von wo? Bitte noch mal. Ja, weiß ich nicht. Du machen wir mal Safe Game. Import. Weil ich will ausprobieren, ob man hier runterspringen kann oder nicht. Ich tendiere dazu, dass es geht. Aber ich weiß es nicht. Dauert aber lang, bis die Kugel kommt da jetzt. Ah, okay. Aber die tut trotzdem dort runterfallen, ne? Ah! Goldener Schlangenring, für was ist der gut? Zog sie auch nicht schlecht. Ist halt wieder dunkel wie Sau jetzt, ne? Gang links, rechts. Erst nur nicht. Okay, jetzt bin ich tot. Also hier kann man wohl nicht... Oder ist dann vielleicht irgendwo so Wand? Oder gab es dort jetzt wirklich nur diesen Ring? Ich meine, diese Sense Castle Gedöns, also mal ganz ehrlich, das ist schon ein saudummes Gebiet. Also vielleicht habe ich jetzt aus Versehen irgendwo Leuchtfeuer übersehen. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wie weit ich hier jetzt eigentlich schon gekommen bin. So von der Sache her. Und trotzdem... habe ich noch kein Leuchtfeuer. Jetzt müsste ich das alles noch mal neu machen. Finde ich schon jetzt eigentlich nicht so richtig geil. Ja, weiß ich nicht. Ich gucke jetzt gleich mal, vielleicht doch noch mal, ob hier um die Ecke nicht doch irgendwo so... Machen wir vorhin mal Safe Game. Ob das nicht doch irgendwo so eine Wand ist, so Fake-Wand. Replays.
Weil, warum soll es dort sonst reingehen? Ich meine, wir können da noch hier hochrennen. So ist nix. Das ist nur Fake. Der Tunnel hier. Oder ich hab's noch nicht rausgekriegt, was man hier vielleicht doch machen kann. Wo konnte man dann eigentlich diese Schmiedekiste hier kaufen? War das auch beim André? Weil unter Umständen könnte man ja dann am Lagerfeuer auch Waffe ausrüsten oder so. Oder habe ich das falsch verstanden? Aber mir warte jetzt nur hier. Ah. Das Ding hier habe ich nämlich nicht gesehen. Aber geil, ne? Dass wir jetzt eigentlich, also, wie soll ich denn sagen? Für was? Oder man müsste irgendwie schnell genug sein. Aua. Frag ich nämlich. Naja gut, aber du gibst da. Ah, das ist dort oben, wo diese Empore ist oder war, wo wir den eine kaputt gemacht haben, ne? Warum steht denn hier jetzt eigentlich schon wieder Gesamtpunkte und nicht Trainingspunkte? Verstehe ich nicht. Jetzt müssten wir ja eigentlich hier wieder zurückgehen, ne? Irgendwie noch weiter runter kann man hier nicht. Stopp! So war noch Zwischenebene, habt ihr das gesehen? Oder? Es war nur Fenster. Ja, es war nur Fenster. So, jetzt wart. Was ist das hier? Hier geht's hoch zu. Ah, okay. Okay.
hier ist das schon ganz am Anfang, wo der ohne Zwiebelmeister ist. Hier, okay, weiß ich jetzt nicht so genau. Und der flitzt jetzt hier entlang. Und der flitzt jetzt hier lang. Der flitzt jetzt hier den Ingang runter. Und noch einer. Und dann wird er ja quasi hier runterfliegen ins Niemandsland, ne? Ja, geil. Das ist ein Falle am Start. Theoretisch müssten wir jetzt hier dann hier überall langlaufen können, ohne dass uns was passiert. Ah. Warum? Warum? Ich hab das doch extra rumgedreht. Oder wechselt sich das mit jedem... Nee. Das ist Ewe 8. Dreimal hintereinander da runter, bevor ich es rumgedreht habe. Was ist das dann für eine Rotze? Wo sind wir dann? Warte, stopp hier. So. Fast wäre ich runtergefallen. Das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Oder ist das auch noch einer, der das dann noch mal irgendwie zurück macht? Warte mal, wie sind wir jetzt gegangen? So, jetzt mal das mal hier hin. Oder ist es nur so, dass er an der Stelle nicht ewig bleiben tut? Aber, also das verstehe ich jetzt echt nicht. Also warum dreht sich das dann wieder zurück, wenn ich dort langlaufe und ansonsten nicht? Replays. Rename. 03. Steinmechanik. So, jetzt gehen wir noch kurz die Treppe hier hoch und gucken, was das oben ist. Und spätestens dann machen wir Feierabend. Kommen wir hier jetzt Steine oder nicht? Ja, sagen wir nee. Dunkel wie Sau ist hier. Okay. Das sind aber viel von den Dingen. Das sieht auch nicht so aus, als könnte man die in irgendeiner Form sinnvoll in Zwischenetappe machen.
Dunkel, 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 dunkel. Ja, weiß ich nicht. Gehen wir jetzt echt nicht runter. Was ist das da für Hampelmann? Was ist hier am Start? Eine große Scherbe können wir immer gebrauchen, dass wir unser Schwert weiterhin aufrüsten können. Kommt der Kollege hier vielleicht runter? Was meinen wir? Ja, geil. Mhm. So weit, so gut. Das sieht aber auch gefährlich aus, genau. Hey, der war keine Frierhund, der Tipp. Ohne dass ich hier Tausende von Pfeile hätte schießen müssen. Und ob es eine Nebelwand? Ja, da hoffen wir nur, dass das kein Busgegner ist. Aber es ist halt so die Frage, ne? Wie viele Nebelwände kriegt man hier ohne Busgegner? Zwischen dem... Ich mache hier nur Safe Game. Zwischen dem zweiten und dem dritten ist dort genug Platz, um stehen zu bleiben. Ich meine, vielleicht kämen wir ja auch so durch. Ja, aber nur ganz ehrlich. Viel Luft war doch jetzt nicht fair, so durchzukommen. Okay, hier ist der andere Kollege. Okay. Bringt uns jetzt so natürlich nix. Hallo? Ist der, also, ach so, wart. Keine Ahnung, wenn es Busgegner ist, ist es Busgegner, aber ich hätte gern vorher so was in der Art wie Leuchtfeuer. Könnte jetzt langsam mal irgendwas kommen in der Richtung, ne? Mir hätte jetzt so theoretisch... Aha. Sind wir ja jetzt hier lang genug rumgeschlappt. Ach, der da hinten, der schmeißt Rahmen.
Okay, da hinten ist ein dicker Ritter. Bin ich jetzt so ein bisschen abgesperrt, sozusagen. Große Scherbe. Ja gut, dann geht's hier runter. Aber wo geht's denn hier mal zum fucking Leuchtfeuer? War das dieser Bernicke Knight? Oder nicht? Ich würde halt hier sau gern mal um die Ecke gucken wenigstens. Ich könnte schwöre, hier war irgendwo ein Leuchtfeuer. Auf der anderen Seite vielleicht. Aber ich weiß es nicht so genau, wie man da rüberkommen ist. Kann man hier vielleicht? Nein. Ja, danke. Für was war das jetzt gut? Ich muss nur mal googeln, wo man hier theoretisch Leuchtfeuer findet. Das hier irgendwas Aufzugsmäßiges? Nee, ne? Oder? Ah, doch, warte. Die Frage, wo kommt man dann hier raus, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht mehr viel Energie. Verschlossen, ja. Okay, hier ist noch eine Nebelwand. Hier überall sind fucking Nebelwände. Und nirgends ist immer ein Leuchtfeuer. Gehen wir mal da hoch, gucken. Oh. Okay, wo ist der Kollege? Jetzt rennen wir mal hier rüber. Okay, hier können wir... Also wenn wir aber hier Kollege rufen können, heißt das doch quasi mit anderen Worten,
dass man, wenn man durch diese Nebelwand hier gehe, Bossgegner haben. Ja, da hinten steht er. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt machen soll. Du musst doch jetzt hier irgendwo eigentlich nur Leuchtfeuer sein. Das gibt's doch gar nicht. Hier, das erscheint mir, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen weit zum Springen. Obwohl ich natürlich durchaus bereit bin, das auszuprobieren. Wenn ich mir vorher ein Safe Game anlege. Also ich habe hier hundertprozentig irgendwo Leuchtfeuer übersehen. Das kann nicht sein, dass es hier in diesem ganzen Scheißteil kein einziges Leuchtfeuer gibt. Ja. Warum springt er jetzt nur links? Hallo Nilay. Und alles klar. Load. Die Kinder ist versorgt. So, vielleicht jetzt gerade ausspringe und nicht links, wenn das möglich wäre. Okay, das hat doch geklappt. Nee, der ist zum Spätze. What? Ah, another undead, eh? I took on Sand, but I'm no different from... Ah, you think you're different? Yeah. So... Gegenstand kaufen. Was hast du da im Angebot, mein Lieber? Okay. Ringelger. Stärkt Magieverteidigung. Ach, guck, der hat hier die Zwiebelritterrüstung. Auch mal die? Nee, oder? Pfeile. Turmschild. 80% physisch. 660. Großschwert, ja. Ja, jo, dann halt nicht. Ach, guck mal, hier geht's runter. Wo geht's hier hin? Außerende tot. Weit runter. Okay. Ja, Arsch. Komm mal schön hier rein. Ohne Arschbohrer, jawohl. Tschüss. So. Ein Item ist schon mal gut. Was? Käfigschlüssel oder was es war? Kann man damit vielleicht, ob er den Aufzug entsperre? Vielleicht? Eventuell? So, bevor ich den Sprung hier verkacke, machen wir dann nochmal ein schönes Safe-Game. Import. Fortfahren. So, Sprint.
springe. Aber gerade so. Und jetzt kommt der Anna von hinten mit seinem scheiß Feuerrotz und macht mich kaputt, oder was? Ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich hätte soll einfach geradeaus durchrennen. Geradeaus durchrennen, fertig. So dumm, ey. Fortfahren. Springen. Das war echt knapp, ey. Warum hängt denn der so eigentlich mit in der Luft? Der ist doch tot. Guck mal, wie der da rumhängt. Ja, so fast wie Jesus am Kreuz. Oh, jo, bleib hängen. So, geht jetzt hier der Käfig auf? Geil. Wo geht's jetzt raus? Okay, ja. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Der war doch nur tot. Und ich war zwischendurch an keinem Leuchtfeuer. Pack ich nicht, pack ich nicht, pack ich nicht. Ich hab's nicht gepackt. Was mache ich denn jetzt mit dem? Wie kriege ich denn den in den Tod? Ohne viel Aufwand, wenn es geht. Ohne Risiko. Ich meine, ich könnte noch Menschlichkeit nehmen, ne? Aber wenn ich mit dem runterfahre, dann war der links neben mir. Ach, das kann ich nicht aufmachen, nur das, ne? Scheiße. Scheißendreck. Okay, wenn ich umdrehe, dann ist er, wäre er doch auf der anderen Seite gewesen, ne? Das müsste man eigentlich zwischendrin stehen bleiben können, oder? Jetzt kommt der Anna von hinten. Und ist so dumm und flieht runter, hoffentlich. So. Und jetzt darf man hier natürlich nicht die Bodenfalle auslösen. Ich meine, man hat hier jetzt wirklich nicht viel Seele bekommen, ne? Man hat hier jetzt wirklich nicht viel Seele bekommen. Also könnte es sein, dass es hier wirklich kein Leuchtfeuer gibt. Aber es fände ich schon irgendwie extrem komisch. Waffe verstärken. Claymore. Plus 9. Natürlich. Plus 10. Jetzt ist es weg. Kann man die nicht bis plus 15 machen? Oder muss ich jetzt wieder in irgendein anderes Menü? Nee. Ja, weiß ich jetzt nicht.
So, jetzt pflanzen wir uns hier schön an das Leuchtfeuer. Jetzt machen wir nochmal Safe Game. Importieren. So, und jetzt gehen wir zum Bossgegner. Ah, das ist doch saudumm. Jetzt, wenn ich jetzt zum Bossgegner gehe. Und dann habe ich doch wieder, keine Ahnung, 3 oder 4 Gegner vor mir, gegen die ich kämpfen muss. Die mir im Zweifel der Arsch aufreißen. Man hätte eigentlich noch Level machen können, ne? Machen wir das nur zuerst. Aufsteigen. Stärke. Beweglichkeit. 304, 133, 175. 302. Na gut, dann tun wir jetzt eine Beweglichkeit machen. Dann machen wir mehr Schade. Ja gut, wenn 30 natürliches Softcap ist, ist klar, dass wenn ich dann Beweglichkeit mache, dass ich dann mehr raushole. So, wenn man es so sieht. Warum ist denn jetzt die Waffe, die Fall nicht ausgelöst worden? Wir können ja noch was anderes als den Stoß nur Pfanne. Sehr schön, 461 Schade, das wird sich gelohnt. Und noch ein Arschbohrer hinterher, geil. Tschüss. So, jetzt hätten wir sich hier wahrscheinlich auch noch ein paar, sinnvollerweise noch ein paar Pfeilchen angelacht, ne? Wäre wahrscheinlich auch gar nicht mehr so dumm gewesen. So vielleicht. Ja. $15 ist geil. Warum mache ich nicht immer 15 Schade? Ah, shit. Ich kann da nochmal schön hin und runter fallen. Ja. Nein, ich hab nicht getroffen. Warum treffe ich ihn denn jetzt nicht mehr? Hallo. Ach, zu früh gedrückt. Kann der jetzt bitte noch mal hin und runter fallen? Danke. So, wo ist der Kollege hier? Mach bitte den Abgang, wenn es geht. Danke.
Wo ist denn mein Aufzug? Ah, der ist noch. Ah, okay. Okay, ich hab ne. Falle ich hier runter, wenn ich weitergehe? Aha. Das heißt, wenn ich rausteppe und wieder rein und dann ist auf einmal der Gegner wieder da, oder was ist das für eine Rotze jetzt gewesen? War das hier hoch? Wo war denn der Bossgegner? Ja, ich glaube, das könnte hier gewesen sein. Ah jo. Ey, geh mir doch jetzt nicht auf den Sack mit deinem scheiß Feuerrotz, du. Ey, ich muss doch hier durch. Was soll ich denn machen? Bin ich denn jetzt? Außer er wird. Ist hier oben? Ne, da oben war hinten der komische Gegner. Arschlecke. Ich lade das jetzt noch mal. Load. Fortfahren. Oder war das hier hinne? Ne, der hinne war meines Erachtens das Sackgass. Scheiße pariert. Nochmal dumm pariert. Nee, du warst Sackgass. Ei, wo war das dann jetzt? Muss hier oben gewesen sein. Anderes kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ich muss hier dann so durchrennen. So. Ja, ne, hier ging's um. Ah, hier ist die Nebelwand. Ja. So, jetzt kann man hier das Fenster rausgucken. Stark. So, jetzt machen wir hier einen Spielstand. Nennen wir die Geschichte hier mal Import. Rename 04 Bossgegner. Bossgegner. Speichern. So. Und das würde ich sagen, war's, ihr Leute. Dann haben wir beim nächsten Mal direkt einen Bossgegner vor der Brust. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier irgendwas gemacht habe, womit ich Punkte verdient habe. Ich glaube fast nein, aber wir gucken noch mal. Und dann geht's am Montag weiter. Das bedeutet, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten, schönen Sonntag und ein toller Start in die neue Woche. Rosenmontag, machen was in der Wolle, ich bleib daheim. Und dann
sehen wir uns am Montag oben wieder. Bis denne. Ciao.